Natürlich gebe ich dir gerne konstruktives Feedback. In diesem Video werden wir jetzt das Video von den Swiss Games schauen. Am besten klickst du jetzt rasch hier oben drauf auf sein Video, schaust es und kommst wieder zurück. Dann weißt du nämlich, um was es geht. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt doch einfach an. Gut, das bringt mich dann gerade mal zu den Punkten, was ich jetzt anders machen würde. Ich persönlich. Das heisst natürlich nicht, dass du es anders machen musst. Das ist ja dein eigener Stil. Ich hätte ganz wichtig anders gemacht, am Anfang ein Bild zeigen, das einen fesselt. Vielleicht irgendein Bild von mit drin. Zum Beispiel da. Das sieht so hammergeil aus. Wenn das erste Bild ist, ich will sehen, wo das ist, bleibe ich am Apparat. Dann, was mir wieder aufgefallen ist, wir haben eben die Schnittbilder gehabt, wo irgendwie 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, wo irgendwie dreimal der gleiche Ablauf passiert ist. Kann man machen als Stilmittel. Hier. Das ist irgendwie nicht wirklich als Stilmittel bekommen, das ist mehr so als Lag. Also für mich ist es mehr so wie ein Lag übergekommen, irgendwie Schnittfehler. Wenn man es macht, dass man so Sachen wiederholt, dann sollte man es ein bisschen offensichtlicher machen, weil für mich ist das so, ich sehe, es sind Schnitte, als ob das Bild hängen würde. Man müsste ein bisschen längere Schnitt machen oder sich etwas anderes überlegen, wo einfach ein bisschen länger geht, weil es hier nicht fast keine Zeit hat, um zu realisieren, dass das gewollt ist, wenn es gewollt war. Was ein wichtiger Teil ist, was ich generell euch allen empfehle, macht, wenn ihr so einen rassigen Beat habt, so ein rassiges Musikstück, macht keine so Blenden. Oder wenn ihr es macht es nicht allzu oft. Jetzt sagen wir wirklich fast jeden Schnitt oder jeden 2, 3 Schnitt ist so die Schwarzblende. Mir hat man mal vor etwa 10 Jahren gesagt, vergesst Videoübergänge, benutzt die nicht, außer in Ausnahmen. Es macht es irgendwie kaputt. Macht es nicht. Macht es nur, wenn ihr es wirklich braucht. Und dann zum Letzten, was ich noch anders machen würde, generell, wenn ich im Zug unterwegs bin, ich würde die Kamera ganz an die Scheibe drücken, dass man halt nicht den Spiegeleffekt haben. Wenn ich natürlich könnte, ich hätte es natürlich so gemacht, ich habe mit dem Zug oder mit dem Bus gefahren und wäre dann ausgestiegen und hätte natürlich die Bilder vor Ort gemacht, wo ich mich nicht in dem bewegten Auto befinde. Weil was wir jetzt hier haben, ist, alle Schnitte und alle Bilder sind irgendwie bewegt gewesen, bis jetzt aufs Ende, da war die Kamera an einem Ort gewesen. Ich hätte es mega cool gefunden, wenn es vielleicht mal ein Bild gegeben hätte, das stillgestanden wäre und zum Beispiel auf die Straße gezeigt hätte, wo ein Bus entlang fährt, damit man weiss, wir fahren auf dieser Busstrecke. Weil jetzt haben wir einfach irgendwie, man war dabei gewesen beim Busfahren, aber wenn man nicht gemerkt hat, dass das ein Bus ist man einfach irgendwie dabei gewesen. Wenn man jetzt irgendwo eine Kamera gewesen wäre, auf die Straße gerichtet gewesen wäre, wo einfach ein Bus zeigt, der durchfährt, das wäre fürs Verständnis mega gewesen. Mega. Ja, das eigentlich alle Punkte, die ich zu diesem Video habe. Geht doch mal beim The Swiss Games vorbei auf seinen Kanal und ihr lasst mal unter dem Video ein Hashtag GreenieHelps dort, ne? Und für dich, The Swiss Games, merci für das Video. Du bist jetzt meine erste Episode gewesen von, muss man noch einen Namen überlegen, GreenieHelps. Ich hoffe, du fasst das Ganze als konstruktive Kritik auf und nicht als Bashing. Und wer von euch mal will, dass ich euer Video anschaue und meinen Senf dazu gebe, weil er übrigens nicht qualifiziert ist, der schreibt es mir am besten mal an auf Twitter oder direkt via YouTube. Merci fürs Zuschauen. Du kannst jetzt noch da klicken, also hier und da. Da kommst du 2 andere Videos von mir. Da kannst du deinen Senf dazugeben und in den Kommentaren. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Irgendwann auf meinem Kanal. Also tschüss!